Gedankenanstoß und Inspiration. Das ist der Donnerschlag im September. Ich bin Andreas Zumstein, Mitarbeiter von der Metal Church. Ich erinnere mich noch gut an den 100 Kilometer Marsch in der Offiziersschule. Da hat es einen Moment gegeben, mitten in der Nacht, wo uns bewusst worden ist, dass wir einen falschen Weg genommen haben, falsch abgebogen sind. Es war stockdunkel. Natel mit GPS hat es anfangs der 90er noch nicht gegeben. Wir hatten nur eine Landkarte zur Verfügung gehabt. Wir waren zu viert unterwegs und in dem Moment ziemlich verzweifelt. Uns ist schnell klar geworden, es gibt nur eine Lösung. Wir müssen den gleichen Weg zurücklaufen, bis zu einem Punkt, wo wir sicher sind, dass er auf der richtigen Route liegt. Das war sehr eine belastende Situation. Einerseits ist die auch schon recht anspruchsvolle Strecke noch länger geworden. Andererseits haben wir auch gewusst, dass wenn wir das Zeitlimit für den Marsch nicht schaffen, wir den Marsch wiederholen müssen. Also sind wir zurückgegangen, bis wir wieder an einer Kreuzung angekommen sind, wo wir gewusst haben, das ist auf dem richtigen Weg. Von dort sind wir weiter marschiert. Das mal in die richtige Richtung. Auch der Abraham hat auf seinem Weg, wo Gott ihm vorgegeben hat, eine falsche Richtung eingeschlagen. Zuerst ist alles gut gegangen. Gott hat den Abraham aufgefordert, Haran zu verlassen. Der Abraham hat gehorcht und ist aufgebrochen. Er ist mit seiner Frau Sarai und seinem Neffen Lot und seinem ganzen Gefolge nach Kanaan gegangen. Dort hat der Herr zum Abraham geredet: Das Land will ich deinen Nachkommen geben. Der Abraham ist weitergezogen ins Bergland östlich von Bethel und hat dort seine Zelte aufgeschlagen, sodass Bethel im Westen und Ai im Osten gelegen ist. Dort hat Abraham dem Herr einen Altar gebaut und hat den Namen vom Herrn angerufen. Beim Altar in der Nähe von Bethel ist der Abraham auf dem richtigen Weg gewesen und seine Beziehung zu Gott ist im Reinen gewesen. Als er weitergezogen ist eine grosse Hungersnot im Land ausgebrochen und der Abraham hat Zuflucht in Ägypten gesucht. Das ist nicht der richtige Weg, wo Gott Abraham vorgegeben hat. Natürlich ist der Weg verlockend, denn Ägypten ist nicht abhängig von regionalen Regenfällen, weil der Nil das Land ja versorgt. Abraham hat schon vor der Grenze gemerkt, dass der Weg zu Problemen führen wird. Er hat zu seiner Frau Sarai gesagt: Ich weiss, du bist eine sehr schöne Frau und sie wird mich totschlagen, um dich zu bekommen. Sag doch, dass du meine Schwester bist, dann wird sie mich deinetwegen gut behandeln und am Leben lassen. Da wird klar, dass Abraham nicht nur den falschen geografischen Weg eingeschlagen hat, auch seine Beziehung zu Gott war nicht mehr im Reinen. Gerade der Abraham, von dem Paulus sagt, dass er für Glaubensgerechtigkeit steht. Das hebräische Wort für Glauben bedeutet auch Vertrauen. Vertraut mehr seiner eigenen List, als dass er Gott vertraut. Wäre seine Beziehung zu Gott in dem Moment noch im Reinen gewesen, hat er das gemerkt und wäre umgekehrt. Weil die Wege von Gott gehen nie mit Lüge und Täuschung einher. Doch er ist auf dem falschen Weg weitergegangen. Und es ist gekommen, wie er es vermutet hat. Der Pharao hat seine Frau Sarai zu sich genommen und er hat den Abraham mit Geschenken überhäuft. Eine unmögliche Situation, aus der der Abraham nicht mehr aus eigener Kraft sich befreien konnte. Doch dann hat Gott eingegriffen, wie ein Hirt, der seinem verlorenen Schaf nachgeht und es wieder heim zu den Herden bringt. Obwohl der Abraham den Weg mutwillig verlassen hat, ist Gott ihm treu geblieben. Und der Abraham hat mit der Sarai, dem Lot und zum ganzen Gefolge Ägypten unversehrt verlassen. Das ist die Gnade vom Herrn. Jetzt hat der Abraham außergewöhnlich reagiert. Die Hungersnot war vorbei. Sein Gefolge und seine Besitztümer sind durch Geschenke vom Pharao weiter angewachsen. Er hat also die Grenzen von Ägypten überschreiten, sein Lager aufschlagen und sich über seine Rettung freuen. Das hat er aber nicht gemacht.
Er ist weitergezogen, von Lagerplatz zu Lagerplatz, ohne Rast, bis er wieder an die Stelle gekommen ist, wo sein Zelt zuerst gestanden ist, zwischen Bethel und Ai, wo er früher den Altar gebaut hat. Und dort hat er wieder den Namen vom Herrn angerufen. Bethel liegt 17 Kilometer nördlich von Jerusalem. Das sind ungefähr 1000 Kilometer vom Sitz vom Pharao entfernt, von wo er aufgebrochen ist. Der Abraham hat wieder zu dem Punkt zurückkehren, wo er noch auf dem richtigen Weg war. Er hat wieder zu dem Punkt zurückkehren, wo seine Beziehung zu Gott noch im Reinen war. Erst dort ist der Abraham zur Ruhe gekommen und hat seine Zelte aufgeschlagen. Von Bethel hat er wieder auf dem richtigen Weg weitergehen. Der Weg, wo ihm Gott vorgegeben hat. Wo ist dein Bethel? Wo ist dein Bethel in deiner Beziehung zu Gott? Wohin du wieder zurückgehen kannst, wenn du vom Weg abgekommen bist? Wo ist dein Bethel in der Beziehung zu deinem Ehepartner, wenn die Liebe erloschen scheint? Wo ist dein Bethel in der Beziehung zu einem von deinen Kindern oder zu deinen Kindern, wenn sie nicht mehr so herzig und lieb sind? Manchmal ist unser Bethel gerade um die Ecke herum. Manchmal muss man ganz weit zurück, bis zum Anfang. Aber eins ist klar, ohne umzukehren bleibt man auf dem falschen Weg und das Ziel bleibt unerreichbar.